So, dann wollen wir mal schauen. Es hat geheißen, sie hat die Kapsel sabotiert. Die Zeitkapsel scheint so gut wie startklar zu sein. Lass dir was einfallen, Faye. Was kann man denn machen? Ist dir eigentlich klar, was du da tust? Delvin. Ist dir eigentlich klar, was du... Delvin. Tja, der hätte uns nimmer. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Salvador und Delvin könnten jeden Moment ohne mich abreisen. Entschuldigung. Was kann man denn machen? Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin. Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt! Am 20. Und das Jahr! Das Jahr! Mein Gott! Was hatte Salvador gesagt? Ich hoffe, das war richtig. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass Sie Gottverdammt nochmal verschwinden. Drücken ist nicht, Alter. Kapitel 3. Rauhes Erwachen. So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher. Was sind das nur für Leute? So eine Art Ökoterroristen? Und wo bin ich hier? So, jetzt haben wir wieder Ben Svensson. Und ich darf mal sagen, dass wir uns da befreien müssen. Fließendes warmes Wasser. Wenigstens ihre Rohre sind zivilisiert. Klar. Hätte
Hätte ich jetzt einen Plasmabohrer, dann wäre das alles kein Problem. Stattdessen habe ich Kopfschmerzen und bin an einen Duschgriff gefesselt. Willkommen zurück im Leben, Bent. Wir haben dich vermisst. Mit den Händen? Mit den Knien? Ja, gib dir doch Mühe. Die ist zu. Hätte ich jetzt einen... Stattdessen willkommen... Sieht nicht sehr stabil aus. Ach, das bisschen Privatsphäre reicht doch vollkommen. Oh ja, natürlich. So. Und jetzt? Jetzt haben wir Chaos. Mein letzter Strohhalm. Jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen. Das wird. Oh, mein Kreuz. Alter Mann, hin oder her. Es steckt doch noch Leben in diesen alten Knochen. Ihr werdet schon sehen. Genau. Denn jetzt mischen wir das Feld von hinten auf. Klar. So, was haben wir sonst Neues? Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Aber nicht mehr lang. Ich kann da unten, Gott sei Dank. Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Da haben wir einen Kamm. Ein Metallkamm. Den nehmen wir mal mit. Aftershave. Können wir bestimmt brauchen. Spitzbergener Luft. Das war mal Barneys Marke. Bis Lissa eine Flasche ins Labor mitnahm. Guter Duft, aber fieses Zeug. Oh, das klingt doch gut. Ah ja, hier steht's auch schon. Achtung, leicht entflammbar. Bei feuerschwarzen Rauch unter keinen Umständen einatmen. Lebensgefahr. Nehmen wir auch mit. So, was haben wir da? Fußnagelknipser. Das Hygieneset von diesem Rowdy. So, fehlt nur noch der passende Plan. Genau, und den knobeln wir uns noch aus. So ein ähnliches Modell wollte ich für die Atlas auch haben. Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Mein Rücken würde es mir danken, aber je früher ich hier raus bin, desto besser. Zum Glück habe ich eine starke Blase. Die Spülung könnte mich verraten. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. So, jetzt fehlt nur noch der Plan, wie wir da rauskommen. Die ist zu. Sie haben sie abgeschlossen. Es war wohl zu erwarten, dass die Fesseln nicht lange halten würden. Ich kann nichts hören. Der Rotor ist zu laut. Mit bloßen Händen wird das nichts. Und sonst? Schraube. Eine Kreuzschlitzschraube. Sie hält irgendetwas an der Außenseite des Helikopters. Da braucht es schon mehr als verhornte Wurstfinger. Was haben wir denn im Angebot? Mit dem Kamm vielleicht? Verdammt nochmal. Er passt, aber ich rutsche immer wieder ab. So ein Schmarrn. Blödsinn. Nichts als Quacksalberei.
Grober Unfug. Was kann man denn sonst denn immer? Pipifax. Das ist doch Quatsch mit Soße. Haben wir was übersehen? Oder war da noch mehr drin? Nee. Und da herüben? Da war bloß der Kamm drin. Gut, und nix. Waschbecken. Die Duschstange braucht man nicht. Das ist doch Quatsch. Und wie geht es dann weiter? Schwachsinn. Verdammt nochmal. Er passt, aber ich rutsche immer wieder ab. Er passt, aber er rutscht ab. Wie kann man das Problem lösen? So ein Quatsch. Fußnagelknipser. Mit was kann man das denn machen? So ein Schmarrn. Senf. Nichts als Quacksalberei. Und wie geht es dann? Das führt doch zu nichts. Und wie geht es dann weiter? So ein Quatsch. Ich schütte es lieber nicht weg. Vielleicht brauche ich es noch. So ein Quatsch. Irgendwas machen wir verkehrt. Oder wir machen irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben. Ventilator. Was könnte man mit dem Ventilator machen? Blanker Unsinn. Nichts als Quacksalberei. Larifari. Eine Kreuzschlitzschraube. Sie hält irgendetwas an der Außenseite des... Kreuzschlitzschraube. Tja, aber wir haben keinen Kreuzschlitz. Wir haben nur das. Zerbrechen? Er ist etwas morsch in der Mitte, aber sonst in gutem Zustand. Jetzt haben wir zwei. Jetzt Moment einmal. Der einzige Weg, die beiden wieder zusammenzubekommen, ist so. So, jetzt vielleicht. Was für ein blödsinniger Plan. Aber er funktioniert. Kabel? Die Schrauben haben es oben gehalten. Es kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Aha. Ich muss aufpassen, dass ich nicht genauso destruktiv werde wie diese Aktivisten. Tja, dann nehmen wir ihn halt einmal mit. Hoffen wir mal das Beste und dass der Boden kein Feuer fängt. Kuhfuß? Ich muss aufpassen, dass ich werde nicht mit einem elektrischen Kabel an einem fliegenden Hubschrauber entlang kraxeln. Da kann ich mich auch gleich aus dem Fenster werfen. Na, wir haben ja noch was vor. Vielleicht mit dem Aftershave? Vielleicht sollte ich den Verpackungstext noch einmal durchlesen, bevor ich meine Hand absprenge. Oder mit dem Knipser? Oh nein, nicht solange ich nicht muss. Schwachfug.
Benutzen mit Ventilator? Kokolores. Nick. Mit Waschbecken? Fließendes Wasser und offene Leitungen sind keine gute Idee. Nichts als Schwachsinn. Hoppalapapp. Blanker Unfug. Quatsch mit Soße. Blödsinn. Heckmeck. Schleckspecht. Blanker Unfug. Nix. Blanker Unsinn. Es kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Der Himmel kann ruhig verpestet werden. Tja, was machen So wir? ein Schmarrn. Ha, Kokolores. Ha, und dann? So ein Schmarrn. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch Blödsinn. Vielleicht irgendwas kombinieren? Käse. Das ist doch Unsinn. Nichts als schwach. Vielleicht Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. nix? Ha, und dann Käse. Quatsch mit Soße. So ein Firlefanz. Diese junge Aktivistin und ihr Freund sind das Problem, nicht meine Fingernägel. Stechend und salzig nach dem größten Labor der Welt benannt. Herrlich. Mein Bart bleibt. Aber mit was machen wir es denn? Wo schüttet man denn das Zeug? Ich schütte es lieber nicht weg. So ein Käse. Larifari. Benutzen, aber mit was? Da haben wir ja sonst nichts mehr. Klar. Fließendes warmes Wasser. Wenigstens ihre Rohre sind zivilisiert. Können wir die Rohre irgendwie oberhauen? Schrott. Larifari. Auch nicht. Und wie geht es dann weiter? Blanker Unsinn. Ja, was soll ich denn machen? Unfug. Ich lasse es besser offen, solange das Kabel hier hängt. Da gibt's ja auch nichts. Zum Glück habe ich eine starke Das Ding kann man nicht oberklappen. Mein Rücken würde es mir danken, aber je früher... Mit bloßen Händen wird das nichts. So, und jetzt raus hier. Warum sind wir denn nicht gleich drauf gekommen? Gut, ein Problem weniger. Dann wollen wir uns einmal da umschauen. Da gibt's Schwedische Krimis. Ach, da ist Faye. Dieses Kabel hier. Ich räume die Bücher mal beiseite. Kabel? Ein Kabel. Für was auch immer. Können wir das abknipsen? So viel Action hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Ja, sei froh. Auf der Leitung wird so schnell nicht mehr gesendet. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Bestimmt nicht.
Nachschlagewerke zu Journalismus, Politik, UFO-Forschung und Jules Verne. Daneben, wie schreibe ich einen Roman? Und Wörterbücher. Norwegisch-Japanisch, Norwegisch-Chinesisch und Norwegisch-Koreanisch. Was man nicht alles vorhat im Leben. Da ist Cockpit. Wenn die Mechanik genauso verrostet ist wie dieses Gitter, dann gute Nacht. Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Ja, dann schauen wir heute mal zur Faye hinter, oder? Huch. Einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Faye hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. So, sogar Harvey ist da. Ich komme nicht ran, solange diese Ach so. Nach allem, was ich von ihr weiß, könnte das Ding in ihrer Hand gleich explodieren. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Was hat's denn da? Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Das letzte Mal, als ich dieser Dame die Meinung geigen wollte, hat man mich mit einem Holzscheit niedergeschlagen. Ich werde langsam zu alt, um meine Fehler zu wiederholen. Schlägt man zu leicht, ruft sie um Hilfe. Schlägt man zu fest? Egal, was sie getan hat. Ich verletze hier niemanden. Vielleicht mit dem Aftershave? Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Nicht mit dem Aftershave. Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden, was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Da kommen wir nicht weiter. Schauen wir mal um zum Cockpit. Das ist dieser Rowdy mit dem Holzscheit. Solche Freunde hätte ich hier gar nicht zugetraut. Hallo, Sie. Ich bin frei. Wie ich es mir dachte. Er hört nichts. Er mag ein brutaler Schläger sein, aber er hat auch seine guten Seiten. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir nicht abstürzen. Früher bin ich wöchentlich mit so einem Ding nach Hause geflogen. Dann nur noch einmal im Monat. Beziehungsweise gar nicht mehr. Lieber nicht. Er macht das schon ganz gut. Okay, er macht das eh ganz gut. Und was machen wir bei dem? Sicherungen? Was auch immer das sein soll, es ist mit dem Cockpit verbunden. Aber nicht mehr lang. Oh, nicht schon wieder! Weißt du, was du bist? Eine olle, meckrige Stute! Echt ein Wunder, dass du überhaupt noch hochkommst. Was willst du eigentlich, ha? Ich hab die Schnauze voll bis Uranus, ständig nach deiner Nase zu tanzen. Ja, du hast richtig gehört. Und jetzt halt die Klappe. Du dumme Pute. Ach nö. Wie soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Ständig enttäuschst du mich. Das ist doch keine Beziehung. Der ist tatsächlich irre. Wenn man ohne ausbaut. Ich lasse sie lieber drin. Wer weiß, was sie sonst noch alles steuern. Ach so. Oh, nicht schon wieder. Weißt du, was du bist? Echt ein Wunder, dass du überhaupt... Und sonst irgendwas? Besser nicht. Keine Experimente. Nicht, wenn es um lebenswichtige Technologie geht. Allerdings. Haben wir sonst noch irgendwas zum Mitnehmen?
Die ist schon offen. Ach so, ich hätte gemeint, dass man das vielleicht irgendwie zuhängen können, dass der nicht mehr rauskommt. Aber anscheinend nicht. Sonst irgendwas? Diktiergerät. Ein Diktaphon unter einem Kissen? Das sieht mir doch verdächtig nach einem Traumtagebuch aus. Und ich dachte immer, Dr. Angust hätte das bloß erfunden, um mich zu ärgern. Moment mal. Was ist denn das? Da hat sich irgendein komisches Plastiknetz in den Kopfhörern verfangen. Ich nehme es mal mit. Plastiknetz? Ein Spielzeugnetz aus Plastik. Ich nehme an, das war die Inspiration für Fays sogenannte Kondensatormembran. Dieses Ding ist aus irgendeinem synthetischen Material. Fühlt sich eklig an. Das wird wahrscheinlich so eine Membran sein. Das kann man vielleicht. Da um da. Geht das? Und wie geht es dann weiter? Nicht. Gut. Ein Diktaphon. Mit diesen Ohrstöpseln, die man überall auf der Straße sieht. Diese Fay ist echt eine Wucht. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie erzählt, dann wow, bin ich ein gemachter Mann. Natürlich brauchen wir noch einen besseren PR-Agenten, oder? Ach was, das mache ich selbst. Banzai! Klimawandel! Gott, ist die süß! Klingt so, als hätte die gute Fay einen Verehrer. Das klingt doch gut, oder? Wenn wir das mal einspannen. Ist das möglich? Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel, nur einen normalen für Kopfhörer. Diese neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. So, und jetzt? Das könnte tatsächlich funktionieren. Da kommt nichts. Das Band ist aber in Ordnung. Muss wohl am Lautsprecher liegen. Der Lautsprecher. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Wie können wir denn einschalten? Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden, was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Die Anlage ist aus. Und wie schaltet man die jetzt ein? Oggis kreative Ergüsse, Band 1 und 2. Das überlasse ich den Leuten, die von dieser Art von Literatur etwas verstehen. Dr. Angus zum Beispiel. Oh, die Seiten waren gar nicht lose. Sah nur so aus. Buchseiten? Stinknormales Papier. Wozu auch immer. Wer, wann, wo, was und wie schlimm. Oder wie sie eine gute Story noch besser machen. Ach herrje, ich wurde von Boulevardreportern entführt. Noch mehr Aftershave und die Seiten lösen sich komplett auf. Alkoholgetrennte Zettel. Und was machen wir mit denen? Ein herb männlicher Text. Wenn Sie mich vorher nicht gesehen haben, dann werden Sie mich jetzt riechen. Vielleicht mit dem Ventilator? Mal sehen. Müsste halten. Penetrant männlich riechendes Papier im Ventilator. Ich nehme an, da ist es am besten aufgehoben. Und jetzt vielleicht mit dem Kabel?
benutzen. Oh je. Hoffentlich geht das gut. Zum Glück zieht der Qualm sofort nach draußen. Was treibt ihr jetzt? Das ist fort. So, die Verbindung steht. Aha, jetzt hat's. Jetzt schalten wir mal das Gerät ein. Nebenher wird man angefunkt bei Facebook. Diese Fee ist echt eine Wucht. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie erzählt, dann wow. Bin ich ein gemachter Mann. Banzai, Klimawandel. Gott, ist die süß. Redet er mit mir? Wie gruselig. Ich bleibe besser hier hinten. Ah, jetzt hat. Jetzt pass auf. Jetzt fällt mir was ein. Jetzt werden wir aufnehmen, Läuft. wackeln. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel, hast hier nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. Bestimmt. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht... Ja, musst gar nicht so... Jetzt bist du sprachlos, du alte Schachtel, hast... Ja, das hört sich doch gut an. Jetzt schließen wir das nochmal. Da oben da. Und spenden es ab. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Ursula? Du alte Schachtel, hast hier nichts mehr zu melden. Was fällt dir ein? Du kennst mich doch kaum. Ich mache so viel und ich kümmere mich um alles. Und du guckst immer nur zu. Was ist? Was machst du hier? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bist wie ein kleines Kind. Entschuldige dich gefälligst. Entschuldigung? Wofür? Für das, was ich gesagt habe? Und was hast du gesagt? Nicht? Na, da habe ich ja was angerichtet. So, jetzt werden wir erst einmal speichern.